Jeder vierte Mensch auf der Welt hat einen König oder Kaiser, Fürst, Emir, kurzum einen Monarchen. Mehr als 40 Länder mit 1,7 Milliarden Menschen sind eine Monarchie. Einige Monarchen herrschen absolut. Andere sind liebenswerte Touristenattraktionen oder steinreich. Ich bin Alois Liechtenstein, bin der Erbprinz des Fürstentums Liechtenstein. Der Monarchie als Staatsform geht es insgesamt ziemlich gut, trotz des einen oder anderen Skandals. You should kind of be sitting there, a little bit in the monarch shadow and just wait your turn. Monarchen und ihre Familien sorgen für Empörung, aber auch für Pomp. Millionen von Menschen sind bereit, stundenlang Schlange zu stehen. Und in Umfragen geben sie ihrem König oft viel bessere Noten als ihrem Regierungschef. Aber wie geht es den Monarchien wirklich? Und was sagt ihr Zustand über das globale Machtgefüge und über die Gemütslage rund um den Erdball? Die Monarchie hat den Siegeszug der Demokratie überstanden. Unzählige Revolutionen und 2 Weltkriege. Sie ist ein Relikt vergangener Zeiten, aber für viele auch eine Institution der Hoffnung. Höchste Zeit, ganz genau hinzuschauen. Hier in Vaduz und auch in London. Im ersten Kapitel verschaffen wir uns einen Überblick über die Welt der Kronen, wo es heute noch Könige und Kaiser und Fürsten und andere Monarchen gibt und welche Macht sie wirklich haben. Im zweiten Kapitel werfen wir einen Blick hinter die Palastmauern. Wir fragen uns, wie die Monarchen mit ihrem Status als Superpromis umgehen, mit ihren Milliardenschätzen und auch mit ihren Skandalen. Im dritten Kapitel werfen wir einen Blick in die Zukunft der Monarchie zwischen Diktatur und Populismus. Dieses langfristige Kontinuität, Stabilität vermittelnde Element eines Monarchen, eine gewisse Orientierung geben, Halt geben. Das ist seine Durchlaucht Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein, der Erbprinz von Liechtenstein. Weil man über längere Perioden im Amt ist, sich auch über die langfristig strategisch wichtigen, für die Zukunft des Staates wichtigen Themen befasst. Der Monarch dadurch auch unabhängiger, dass er eher mal sich auch wiederum, weil er nicht dem Tagesgeschäft ausgesetzt ist, sich vielleicht einmal unpopuläreren Themen widmen kann. Und dann ist er natürlich häufig auch ein starker Identifikationsfaktor, weil er auch lang im Amt ist. Wir alle kennen diese Bilder. Blaubütige Menschen in Uniform oder mit einer Krone auf dem Kopf. Es gibt sie nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika, am Persischen Golf, in Asien, in der Karibik. Die Monarchie ist universell und sie ist multikulturell. Und das sind sie, die aktiven Monarchen der Welt. Almost a quarter of the countries around the world are monarchies. Between 40 and 50 countries out of 200 members of the United Nations. And so monarchy actually is a more common form of government than I think people generally recognize. Das ist Robert Hazel. Er ist Professor, Experte für Regierungsformen, Verfassungen am University College in London. Monarchies have survived in some parts of the world because they are absolute monarchies and they still held very strong power. You find that mostly in the Arab states in the Gulf. But they survived in Europe because monarchy has adapted. And it survived only because now the monarchy, in effect, in terms of political power, has given up all power to the elected government. Elizabeth II went round and round the world over 42 times. They were travelling, they were on state visits, and they were the most photographed
people across the whole world. I mean, certainly the most photographed women across the world. They were almost like celebrities. And what we've seen is an increasing decline in the power of monarchy. Das ist Kate Williams. Sie ist eine bekannte Royal-Expertin und Professorin für Geschichte an der Universität Reading. Other monarchs were thrown off their thrones in revolutions. Louis and Marie Antoinette were executed. And certainly often in revolutions, it is the monarch who is executed because they are symbolic of being at the top of the tree. They are symbolic of the elites. They are symbolic of excess. And they often really are the first for the chop. But at the same time, we have this sort of increasing respect for monarchy. Dabei könnten die Monarchen gemessen an ihrer Macht und ihren Aufgaben unterschiedlicher nicht sein. In Saudi-Arabien hat der König die absolute Macht über Land und Leute. In Japan wiederum ist der Tenno, der Kaiser, nur eine Symbolfigur und der oberste Priester der Shinto-Religion. Aber entscheiden darf er nichts. Wir unterscheiden in dieser Folge der Einfachheit halber 3 Formen der Monarchie. Die absolute, die konstitutionelle und die parlamentarische. In der absoluten ist der Monarch Diktator. Alles ist unter seiner Kontrolle. Die Gesetze, die Regierung, Polizei und Militär, auch die Gerichte. Der Monarch ist ein Diktator. Ein Sonderfall ist der Vatikan. Der Papst hat absolute Macht auf Lebzeiten. Allerdings wird er gewählt von einem Gremium, dem Konklave. Jeder unverheiratete katholische Mann kann Papst werden, zumindest theoretisch. Man spricht von einer Wahlmonarchie. Konstitutionell kommt von Konstitution, Verfassung. In konstitutionellen Monarchien gibt es also eine Verfassung und die legt die Macht des Monarchen fest, setzt ihr Grenzen. In Jordanien und Marokko kann der König das Parlament auflösen oder die Regierung ernennen. Der Monarch konzentriert sich dabei auf langfristige Fragestellungen, grundlegende strategische Fragestellungen. Fürs Tagesgeschäft ist bei uns die Regierung zuständig und gleichzeitig die starke Direktdemokratie, die wir von der Schweiz vor 100 Jahren übernommen haben, stellt sicher, dass nicht nur die gewählten Politiker nah am Volk bleiben, sondern auch der Monarch, weil der Monarch in Liechtenstein, das ist eine einzigartige Lösung, die es so nirgendwo anders in anderen Monarchien gibt, durch eine Volksabstimmung ihm das Misstrauen ausgesprochen werden kann oder gar die Monarchie abgeschafft werden kann. Also er muss auch immer das langfristige Interesse des Volkes im Auge bewahren. Dritte Form ist die parlamentarische Monarchie. Der Monarch nimmt politische Aufgaben wahr, er eröffnet Parlamentssitzungen oder unterschreibt Gesetze. Selbst entscheiden kann er aber nichts. Der Monarch, die Monarchin, ist eine Symbolfigur. I cannot lead you into battle. I do not give you laws or administer justice. But I can do something else. I can give you my heart and my devotion. Was viele nicht wissen, auch Emmanuel Macron ist ein Monarch. Und zwar von Andorra. Dieser Mikrostaat hat als Doppelspitze 2 Co-Fürsten. Ein Geistlicher und von Amtes wegen der französische Präsident. Why do people in any kind of society tolerate having small groups of people in whom wealth and power is concentrated? And that, yes, that applies in monarchies, but you could also argue that it applies in other kinds of society. Das ist Andrew Blick. Er ist Professor für Politikwissenschaft am King's College in London. If we look, for instance, at America, a republic set up as a republic specifically rejecting the British monarchy and the British system of government, but there you have families who look not that different to the kind of aristocracy of the UK in many ways. You've got the Trumps, the Clintons, the Kennedys, the Bushes. You have families who have immense concentration of wealth and power, who pass that wealth down through their family and those positions of power. So in a way, although monarchy hasn't persisted everywhere, some of the underlying features of a monarchy have lasted. In Europa sind die meisten Monarchen ziemlich beliebt. In Dänemark sprechen sich in einer Umfrage 2018 fast 77% für die Monarchie aus. In Norwegen sind es 2007 sogar 81%.
In Spanien liegt die Zustimmung bei 58%. Das ist eigentlich ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass der Vorgänger von König Felipe, sein Vater ist Juan Carlos, ein regelrechter Skandalkönig. Finanzskandale, Sexskandale und dann noch eine Elefantenjagd in Botswana. Schließlich dankt Juan Carlos ab und geht ins Exil nach Abu Dhabi. Hier in Großbritannien liegt die Zustimmung 2025 bei 62%. Obwohl es hier bekanntlich fast so viele Skandale gibt wie Steine in der Krone. Plenty of celebrities have been cancelled for very much less than what we've seen in terms of royal scandals. But yet, monarchy, it seems to continue. If we are happy to keep the monarchy, the scandal is almost forgiven. But the minute a sea change happens and a country decides to get rid of its monarchy, very often, I think, for economic and political reasons, suddenly the scandal is brought up and that will be used as creating the end of monarchy. Jüngster Monarch ist übrigens der König von Bhutan. Er ist 45 Jahre alt. Bis zu ihrem Tod ist Queen Elizabeth die dienstälteste Monarchin. Jetzt ist es Hassan al-Bolkiah, Sultan von Brunei seit 1967. Er ist übrigens auch der zweitreichste Monarch, mit einem Vermögen von schätzungsweise 20 Milliarden Dollar. Damit toppt ihn nur Maha Vajiralongkorn, der König von Thailand. Sein Vermögen wird auf bis zu 70 Milliarden Dollar geschätzt. Als reichster Monarch Europas gilt übrigens der von Liechtenstein. Die Familie wird auf irgendwo zwischen 3 und 13 Milliarden Dollar geschätzt. Die Familie hatte über Jahrhunderte das Glück, sich ein beträchtliches Vermögen aufbauen zu können, lange bevor es zu Liechtenstein gekommen ist. Und ein Großteil des Vermögens ist auch im Ausland weiterhin. Und das hat es erlaubt, dass man auch eine sehr politisch unabhängige Rolle wahrnimmt. Das Finanzielle regeln die Fürsten und Königshäuser auf sehr unterschiedliche Weise. In Belgien bekommt das Königshaus jährlich umgerechnet 15 Millionen Dollar vom Staat. In Dänemark 16 Millionen. Wer denkt, die Holländer seien knausrig, liegt falsch. 46 Millionen für das Haus Oranien-Nassau. Immerhin schätzungsweise 35 Millionen gibt's fürs norwegische Königshaus. Günstig ist das spanische Königshaus, 9 Millionen Dollar. In einer ganz anderen Liga spielen die berühmtesten aller Royals, die der britischen Krone. 2025-26 bekommen sie vom Staat 170 Millionen. Schließlich wird der Buckingham Palace hinter mir gerade total saniert. In Liechtenstein ist es so, dass das Staatsoberhaupt nicht aus Steuermitteln gezahlt wird. Ja. Nicht nur im Vatikan und in Japan liegen Glaube und Monarchie nahe beieinander. Praktisch alle Monarchien der Welt haben sehr viel mit Religion zu tun. So ist beispielsweise der britische König immer auch das Oberhaupt der Kirche von England. Und auf der arabischen Halbinsel legitimiert der Islam die absolute Macht der Monarchien dort. Historisch gesehen war die Religion häufig ein legitimierender Faktor für die Monarchie. Let us give thanks, praise and glory to the Almighty for His goodness, kindness and protection of all of us by clapping our hands and praise Him. Hallelujah. They are both the monarch, but also the symbol of the church. And it's imbued with all these notions of being selected by God, selected by Jesus, the divine right of kings, which monarchs really are trying to bury in the past, in the idea that they're saying that they're just public servants, the idea of divine right of kings, by which the king does anything he wants and he knows he's right. Monarchs are really trying to bury this in the idea that they are your public servant, your servant here to serve the public, as opposed to being a symbol of God, being a sort of intercessor between the people and God. Monarchie ist Männersache, zumindest im Moment. 2022 stirbt die britische Königin. 2024 tritt die dänische ab. Seither gibt es keine amtierende Monarchin mehr. So we have the muddle of which is which. A king is a king. You don't marry the queen
and get to be the king. You marry the queen and you don't get a title at all, but you marry the king and you get to be a queen. And the very fact that queens are themselves always an exception, I think, underlines that patriarchal imagery. Die Monarchie mag gerade sehr männlich sein, aber ihre Ursprünge, die sind weiblich. Zumindest stammt ein Großteil der Royals in Europa von einer Frau ab, von Queen Victoria, Königin Victoria, der Großmutter Europas. Victoria ist Königin von Großbritannien und Irland von 1837 bis 1901. Und sie ist deutscher Herkunft. Tatsächlich haben viele Royals in ganz Europa deutsche Wurzeln und sprechen auch Deutsch. In the 19th century, it was the practice that members of royal families could only marry other royals. And so there was a limited pool, in effect, from which Queen Victoria's children could choose spouses. Zurück zum Stammbaum. Queen Victoria ist die Urgroßmutter des Königs von Norwegen, von Queen Elizabeth II. Und der Königin von Dänemark, die seit kurzem im Ruhestand ist. Und sie ist die Urgroßmutter des Königs von Spanien. The majority of European royals from Russia to Norway to Denmark, and that really is thanks to Victoria's belief, sadly not true, that if you marry your children into foreign royalty, peace will be created. This faith that if the monarchs are friends, then the countries are friends. Monarchen sind Marken. Sie haben Wappen und Logos, sie haben riesige Medienteams und unzählige Beraterinnen und Berater. Nicht nur SRF Global interessiert sich für sie, sondern auch Hollywood und Netflix. Die Königshäuser dieser Welt sind Teil der globalen Unterhaltungsindustrie und natürlich eine unbezahlbare Touristenattraktion. It's lonely being a monarch as head of state. It's understandable also that when they do get together, they can talk to each other privately about some of the challenges that they face in that very, very lonely and exposed role. Gerade wenn man lange im Amt ist, dann kennt man sich natürlich. Teilweise gibt es auch familiäre Verbindungen, sodass man auch neben bei den offiziellen politischen Anlässen, auch bei eher familiären Feierlichkeiten sich trifft. Was es aber nicht gibt, ist so einen institutionellen Austausch unter nur den Monarchen eigentlich. Das gibt es nicht. Dass London die meistbesuchte Stadt Europas ist, könnte auch an der Strahlkraft der Royals liegen. Sie sind ein Tourismusmagnet sondergleichen. Expertinnen und Experten schätzen, dass die Royals dem Vereinigten Königreich, Tourismus sei Dank, zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden Dollar einbringen. One of the defences made of the monarchy here in the UK is that it does attract more tourists to come in particular to London to go and visit Buckingham Palace and see the changing of the guard and that kind of thing. How good it is, for example, for tourism, because if you take the case of the UK monarchy, maybe some people who come to the UK are interested in the monarchy. Maybe some people are hoping they might see the monarch, well, that's very unlikely to happen. But on the other hand, it's actually more difficult to visit royal palaces in the UK because the monarch's still in residence in those places than, say, Versailles in Paris, where they have no monarchy, but it doesn't stop people wanting to go on holiday to Paris. And admittedly, it's not cheap to get into Versailles, but you can go and visit it. So, you know, the question would be, is it really helping? Because the French tourism benefits from having had a monarchy in the past and not having one now in a way which maybe the UK doesn't. So it's very difficult to know. Also es ist sicher nicht der Zweck der Monarchie, den Tourismus zu fördern. Also das Monarch als Staatsoberhaupt hat primär andere Zwecke. Es kann aber einen Effekt haben auf den Tourismus, vor allem dort, wo Monarchen sehr öffentlichkeitswirksam unterwegs sind. Einige Royals präsentieren sich als Vorbilder für ihre Untertanen.
Die jordanische Königin Rania beispielsweise hat 11 Millionen Follower auf Instagram und setzt sich für Frauenrechte ein und eine moderne Familienpolitik. Das Fürstenhaus Liechtenstein ist vor allem bemüht, kein Aufsehen zu erregen. Während das britische Königshaus Jahr rein, Jahr raus Bilder und Schlagzeilen liefert. Von der Traumhochzeit bis zum Missbrauchsskandal um Andrew, der sich seit kurzem nicht mehr Prinz nennen darf. Das britische Königshaus ist aber nicht nur ein touristischer Trumpf, sondern auch ein außenpolitischer. Es ist ein wesentlicher Teil britischer Softpower. Auch die Mächtigsten der Welt huldigen der britischen Krone. This is truly one of the highest honors of my life. There's undoubtedly a soft power factor, and we see that recently in the interest that President Trump had in making a second state visit to the UK. Monarchy still has glamour and stardust quality, which Republican presidents, including in Switzerland, I'm afraid, don't have. Und auch wer nicht eingeladen ist, will natürlich folgen. Der Instagram-Account The Royal Family hat 13 Millionen Follower. Jeder des britischen Premierministers gerade mal 1 Million. Demokratien sind geprägt von Wahlen, vom Machtwechsel alle paar Jahre. Royals dagegen stehen für das Gegenteil, für Beständigkeit, Lebenslänglichkeit. Gerade in unbeständigen Zeiten finden das viele Menschen attraktiv. The monarchy is an important symbol of continuity and stability. People support monarchy because it's easier for them to identify with a family, and so they identify not just with the monarch, but with the monarch's spouse, the monarch's children, and sometimes the monarch's grandchildren. So the monarch is still performing important head of state functions, even if they don't have personal discretion in how they perform that role. Therefore, they are going to be an important part of public life because that's the role. Der Traum von Demokratie und von Chancengleichheit führt dazu, dass im Laufe der Jahrhunderte die meisten Monarchen stürzen oder zumindest ihre absolute Macht verlieren. Und doch gibt es immer noch eine Handvoll Monarchen, die für ihre Untertanen alles entscheiden können. Es ist kein Zufall, dass es in der Mehrheit der absoluten Monarchien viel zu verteilen gibt. Es sind Staaten auf der arabischen Halbinsel mit gigantischen Öl- und Gasvorkommen und mit einem ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag. Der König sorgt für Wohlstand und die Untertanen schweigen. Und so gibt es während des arabischen Frühlings ab 2011 Proteste auch in den Golfmonarchien. Aber keiner der Könige oder Emire dort wird gestürzt. Das liegt sicher daran, dass die Opposition brutal unterdrückt wird. Aber auch daran, dass der Gesellschaftsvertrag vielen attraktiv erscheint. فمسؤوليتنا هي تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل. وتحقيق هذا الهدف يعتمد على العمل والجهد الذي نقدمه اليوم. Die Monarchie mag ein Relikt vergangener Zeiten sein, aber sie wirkt auch irgendwie zeitlos, für die Ewigkeit gemacht. Wobei doch gerade in unseren Zeiten die Unberechenbarkeit an erster Stelle steht. Auch Monarchien müssen sich auf alles gefasst machen. Ich versuche, mein Amt nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben, das langfristige Interesse des Volkes im Auge zu behalten und diese Vorteile auch einer Monarchie zu nutzen, dass ich mich auf diese für längere Zeit wichtigen Themen konzentriere, das Tagesgeschäft der Regierung überlasse, über den Parteien stehe, neutrale, vermittelnde Rollen wahrnehme und diese Kontinuität, die wichtige auch Identifikationsfigur, indem man versucht, Werte über lange Zeit zu vertreten, dem Volk zu bieten. Wenn Sie noch mehr wissen und mitdiskutieren wollen über die Monarchie Liechtenstein, morgen am 5. Dezember ab 12:30 Uhr gibt es eine Online-Gesprächsrunde mit SRF Global und der Denkfabrik Voraus. Zugang mit diesem QR-Code.
Die meisten Monarchien verschwinden seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie weichen einer demokratischen Republik oder dem Kommunismus oder dem Faschismus oder einem islamischen Gottesstaat. Ja, die Monarchie hat sehr unterschiedliche Feinde. Modernisation doesn't have to be a threat to monarchy. It depends how effective they are at adapting. And after all, we saw in the age of Enlightenment that although some might feel that Enlightenment points towards the removal of monarchs, in fact some monarchs were quite effective at becoming enlightened despots and achieving modernisation through different routes. So it doesn't necessarily have to be a threat, but it can be if monarchs aren't aware of what's going on and aren't able to adapt to the times. Noch immer gibt es im Commonwealth, einem Staatenbund, 15 Staaten, die den britischen König als Staatsoberhaupt haben. Doch nicht überall ist das unumstritten. In Australien steht Umfragen zufolge nur eine relative Mehrheit hinter der Monarchie. Viele sind unentschlossen. Noch schlechter sieht es in Kanada aus. Nur 23% finden die Monarchie eine gute Sache. Und in Jamaika könnte es schon bald zur Volksabstimmung kommen. Our diversity is our greatest strength. The Commonwealth represents a third of humanity from all regions of the world. I think the greatest threat to monarchy is the threat to the individual members of the royal family with the growing intrusiveness of the media and social media into their private lives. I'd be very surprised if in 10 years there are more monarchies. Maybe there'll be one or two less, who knows, but I don't think the number of monarchies is going to increase. However, there might be office holders who start to look a bit like monarchs, even though that's not officially what they are, who have unaccountable powers and plan to hand over those unaccountable powers and wealth to people of their own choosing, perhaps even members of their own families. People love you, but what do you say to the protesters who've been on the streets who want reform? I have no comment. No comment. We love them all the same. We love them all the same. We love them all the same. Is there any room for compromise, sir? Thank you. Oh, Thailand is a land of compromise. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Ich vergleiche es gerne mit einer Unternehmerfamilie, wo die Erwartung ist vielleicht in der Familie, dass das Kind das Unternehmen mal übernimmt. Mir wäre es aber immer völlig frei gewesen, dass ich verzichte, sage, nein, ich fühle mich nicht wohl in dieser Aufgabe und wurde aber von meinen Eltern behutsam auf diese Rolle vorbereitet, eingeführt. Also von dem her ist es mir nicht schwer gefallen. Ein anderes Zukunftsproblem zeigt sich in Japan. Dort nämlich darf nur ein Mann den Thron besteigen. Nun aber hat Kaiser Naruhito keinen Sohn. Die öffentliche Debatte darüber stürzt seine Gattin, die Kaiserin, in Depressionen. Japanischer Kronprinz ist der einzige Bruder des Kaisers. Und an zweiter Stelle steht dessen einziger Sohn. Die Zukunft der Monarchie ist prekär. Spricht am Ende doch viel dafür, dass eine nach der anderen Monarchie verschwindet? Dass die Monarchie ein Auslaufmodell bleibt? Oder macht ihre Beständigkeit die Monarchie vielleicht sogar zum Zukunftsmodell? It's an interesting paradox for those who criticize monarchy as some kind of medieval hangover, that when you look at the most effective democracies around the world, and the Economist Intelligence Unit every year publishes what they call a democracy index, and in their top 10 every year, at least half the countries are monarchies. These are the most democratic democracies around the world, and they are countries like Sweden, Norway, the Netherlands. These are all monarchies, and they're very, very effective democracies. You could also argue that even the monarch isn't invulnerable to polarisation, to being targeted, and that could become very dangerous if the monarch is seen to be on one side or the other in a particular polarised dispute. It could be the monarch who gets targeted next, because nothing seems to be above being criticised in this polarisation environment.
The constitutional monarchy that we have evolved in the 19th century in a period in which Parliament became all powerful, debate became more powerful, and increasing amounts of the population were represented by the vote, by representation in Parliament, and the monarchy really went hand in hand with that and the growth of democracy. Monarchies weather scandals, financial, sexual, every type of scandal. But I think what would pull them down is that if democracy was really to die in Europe, because the whole point of a monarch is to be at the head of a democracy, and if that isn't there anymore, then their whole raison d'etre is gone. Ja, und wie sehen Sie das? Hätten Sie auch gerne einen König? Oder würden Sie gegen den König auf die Straße gehen, wenn Sie einen hätten? Schreiben Sie mir Ihre Meinung in einer E-Mail oder in den sozialen Medien. Das war's von SRF Global. Produziert, gefilmt und geschnitten von Christina Brun. Die nächste Folge kommt dann im nächsten Jahr, allerdings etwas früher als üblich, am 29. Januar. Bis dahin genießen Sie die Festtage wie ein König oder eine Kaiserin.